Schönen guten Tag und viel Spaß mit Scoppi on Air. Der erste Videopodcast, Folge 11, ist erstmal mit Video. Ich hoffe, es gefällt euch. So sieht es aus. So sehe ich aus. Jetzt seht ihr mich auch mal nicht. Jetzt hört ihr mich nicht nur mal, jetzt seht ihr mich auch mal. Ich hoffe, es ist gut so, euch gefällt das. Aber weil ihr ja das gewünscht habt, und ich denke, komm, ich ermögliche euch das. Ich schaue, dass ich die Kamera kaufe und alles. Jetzt ist es gegangen. Jetzt haben wir auch Videopodcast. Wenn es so ankommt, mache ich weiter. Wenn es nicht so ankommt, aber ich glaube, so wie ich gehört habe, feiern die Videopodcast, darum mache ich es dann sicher auch weiter. So, kommen wir zu meiner Arbeitswoche. Jetzt, das ist brandaktuell. Klar, wenn die Folge rauskommt, ist es nicht mehr aktuell, aber ich hätte jetzt vor, jetzt, wenn ich die Folge aufnehme, bin ich am Montag arbeiten. Dann ist der Chef zu mir gekommen und hat gesagt, schau, am Donnerstag kommen sehr spezielle Leute zu uns in die Firma, die Firma anschauen. Dann habe ich gesagt, okay, wer denn? Dann hat er mal gesagt, der Regierungsrat von Schaffhausen kommt. Ich so, grosse Ehre, okay. Ja und? Ja, muss das Magazin aufräumen. Dann habe ich gesagt, okay, ist gut. Dann habe ich das ganze Magazin müssen putzen, schön machen, aufräumen. Den Garten abteilt, ob die Lagerhalle für den Garten, ob die Warmhalle für den Garten, ob die Lagerhalle für die Reinigung. Ich habe alles schön geputzt, aufgeräumt. Picobello hat es ausgesehen. So schön hat das Magazin noch nie ausgesehen. Aber ich habe es jetzt gemacht, weil der Chef das wollte. Dann habe ich das gemacht. Der hat einen Tag gedauert und der Montag war dann rum. Sehr erfolgreicher Montag. Zwar nicht streng, aber gleich. Ich musste konzentriert sein und alles. Und es war sehr spannend, um alles aufzuräumen. Am Dienstag bin ich laufen. Meine Lieblingsarbeit im Herbst. Laufen ist immer geil. Den Gebläse, mit dem Laubsauger. Wenn ihr mal sehen wie das geht, dann geht auf meinen Instagram-Account scopi_on_r. Dort seht ihr mich beim Arbeiten, da könnt ihr mal schauen. Sehr gute Videos. Dort seht ihr auch ein Video, wenn ich am Abend bin, also dass ich zuerst am PC bin, die Stunden eintrage, vielleicht noch etwas bestellen, neue Arbeitsschuhe oder so. Dann switche ich zum Gamen, dort habe ich das Game gespielt, da habe ich ein sehr cooles Video gemacht. Schaut gerne mal rein, folgt die, kommentiert, teilt. Und ja, am Mittwoch habe ich auch geglaubt. Bei uns ist halt so, das Geile ist, wir haben immer gute Maschinen. Also wir haben das 800 Gebläse von Stihl. Stihl ist eh eine super Marke, wenn ihr mal etwas braucht. Handwerkliche Maschinen, nehmt Stihl. Gibt fast nichts besseres als Stihl. Wir haben das 800 Gebläse von Stihl. Dann haben wir einen Laubsauger mit Benzinantrieb. Der saugt dir alles auf. Also wirklich alles. Ob Stein, ob Stecken, ob Zigarettenstummel, alles. Der saugt dir alles auf. Und das Coole an dem ist, der häckselt da gerade noch klein, dass du im Sack nicht das ganze Laub hast, sondern so klein gehäckselt. Wie Mulch, eigentlich genau das gleiche wie Mulchen, wenn ich erklärt habe. Einfach zum Laufsaugen und der saugt es halt dir und sammelt es im Behälter, dass du den nachher kannst auf den Anhänger kippen oder in einen Sack oder so und dann kannst du entsorgen. Also eine super Maschine, kostet dementsprechend auch, aber ich sage, lieber tust du mal ein bisschen mehr Geld ausgeben für so eine Maschine, dafür bist du nachher effizienter hinten raus, also schneller mit der Arbeit fertig und so. Klar, sie kosten mega viel, aber da machst du einmal die Investition, dafür hast du nachher auf die Tour raus besser, machst mehr Geld und schneller Geld. Dann war der Donnerstag da. Dann hat mich der Chef am Mittwochabend im Büro zitiert und hat gefragt, du, deine Lebensgeschichte von der Legasthenie, Rechtschreibschwäche und Sonderschule und Sonderstatus bis zum EFZ-Abschluss, ob ich da am Regierungsrat vortragen. Also nachgedacht und gesagt, ja eigentlich kommst du ja auch nicht mehr so schnell dazu, zum Regierungsrat da zu sagen, oder? Er hat gesagt, ja komm, ich mach's. Dann haben wir am Donnerstagmorgen haben wir alles geputzt, alles schön gemacht, alles gerichtet, Apero gerichtet, Getränke gerichtet, dass wenn die kommen, alles parat ist. Am Nachmittag, nach dem Mittag bin ich in der Firma, mega nervös, also ich bin in der Firma umgestiegen, dort hin, also ich habe nicht gewusst, was mit mir anfangen, bis die mal gekommen sind. Oder zum Beispiel Dino Tamani und so ist dann gekommen und ich immer nervöser geworden, oder? Dann hat der Sohn von meinem Chef die Firma schnell vorgestellt mit einer PowerPoint und so.
Dann hat der Chef noch ein paar Worte gesagt und nachher bin ich dran gekommen. Dann habe ich eigentlich meinen ganzen Lebensweg erzählt bis jetzt. Und alle haben gesagt, Hut ab vor dir. Du hast mega viel erreicht, muss ich wirklich sagen. Sind alle sympathisch, alle super. Alle haben sehr spannend zugelassen und es war sehr ein spannendes Erlebnis gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so einfach fällt, aber es ist mir wirklich einfach gefallen. Nach meinem Vortrag hat mir ich und der Lehrling, der Finn, noch schnell die Firma gezeigt. So die verschiedenen Abteile, Reinigung, Garten, Büro und halt die ganze Firma, wie sie aufgebaut ist. Mein Chef hat also eine eigene Marke, so Martin Müller. Dort hat er noch ein Podcast-Studio und so, da haben wir auch noch gezeigt. Dann hat er noch einen Skiladen, den haben wir zwar nicht gezeigt. Dann hat er noch Aleopi Events. Das ist auf dem Bodensee, kannst du Ski, Snowboard fahren. Das Boot haben wir noch schnell gezeigt und ja. Nachher war es dann auch vorbei gewesen, dann sind wir hin, brunchen, etwas trinken, noch ein bisschen schnarren mit diesen Leuten. Dann war es 4 Uhr, dann mussten die langsam gehen, weil die dann noch einen anderen Termin hatten. Und dann ist es also auf rumgegangen, alles zurückzutun, wie vorher war. Am 4:30 habe ich zum Chef gesagt, ich gehe jetzt. Dann war mein Arbeitstag vorbei, sehr spannend. Hätte ich nie gedacht, dass ich da so gut kann, aber es ist wirklich gut gegangen. Dann ist der Freitag gekommen. In meiner abwechslungsreichen Woche bin ich dann noch in die Reinigung, in die Treppenhausreinigung gegangen. Mit anschliessendem Büro am Abend. Ist auch sehr spannend, ist halt immer eintönig, aber ist abwechslungsreich, mal etwas anderes. Dann um 5:30 Auto parkiert, das Geschäftsauto, die Wäsche schnell gemacht, Mops, Lumpen geputzt und so. Wenn ihr da mal seht, auch auf meinem Instagram-Account oder TikTok-Account, könnt ihr auch gerne schauen, dann seht ihr, wie der abläuft. Nachher habe ich das Auto angestellt, habe noch ein Feierabendbier getrunken mit meinen Arbeitskollegen. Ich habe gesagt, schönes Wochenende zusammen und macht's gut und bin dann ins Wochenende. Jetzt am Samstag hocke ich da, beim schönen Wetter, vielleicht sehen ihr es, vielleicht nicht. Und nehme für euch die Podcast-Folge auf mit Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Ist mal eine andere Folge mit Video. Aber ich glaube, es gefällt euch schon, so wie ihr gesagt habt. Und für mich ist es auch etwas Neues, vor so einer Kamera hocken und schnarren. Aber das ist jetzt auch leicht gefallen für mich. Also ich finde es auch nicht schlimm oder schwierig, aber es ist halt gleich etwas anderes. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen mit Video. Schreibt gerne Kommentare. Folgt gerne ein. Fast auf allen Kanälen könnt ihr den Scoppi On Air Podcast hören. Hört gerne ein. Kommentiert, folgt, teilt. Lasst Liebe da alles. Dann wünsche ich euch noch ganz eine schöne Restwoche, wenn ihr da schaut oder hört. Und danke viel mal für euren Support bis jetzt. Das berührt mich wirklich, das finde ich toll, dass das so gut ankommt bei euch. Mit einer Idee, wo ich denke, ja komm, wir machen das einfach mal. Das berührt mich wirklich. Ich wünsche euch ganz viel und viel Gesundheit und viel Glück in eurem Leben. Macht's gut und euer Scoppi. Okay, let's go.